Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, mal zum anderen Video. Wir sprechen hier mal über die WM in Katar und dem Sponsoring Katar, was wir als FC Bayern München haben. Ich habe da eine klare Meinung zu. Ich boykottiere die WM und ich werde euch jetzt hier nach dem Intro sagen, warum, wieso, weshalb ich das tue. Und werde hier auch Bezug auf ein, zwei Kommentare nehmen, die in meinen Augen absolut sind. Ja, damit nochmal Servus, Leute. Wie ich schon sagte, ich persönlich boykottiere die WM und schaue nicht die deutschen Spiele, sondern boykottieren heißt, dass ich gar keine Spiele schaue. Sonst boykottiere ich nichts, ja. Und das ist das Einzige, was ich tun kann, neben dem hier so ein Video zu machen. Und ich habe mal ein bisschen geschaut und ich finde es sehr, sehr, sehr traurig, dass dazu einfach nicht mehr los ist. In den sozialen Medien, auf YouTube oder sonst was. Es gibt ein paar Videos, die sind schon 8 Monate oder älter. Wir sind 4 Wochen vor der WM oder 5 Wochen, irgendwie sowas. Und es interessiert einfach keine Sau, was wir da unterstützen und was wir uns da reinziehen. Und damit möchte ich hier einfach mal eine klare Ansage machen, eine klare Stellung beziehen, ja. Natürlich wird es wahrscheinlich auch den einen oder anderen geben, der so sagen, ja, ich boykottiere die WM auch, aber die deutschen Spiele gucke ich. Junge, das ist kein Boykottieren. Ja, dann, keine Ahnung. Bin sehr grenzwertig. Die Kommentare lese ich gleich vor, da gehe ich gleich drauf ein, da falle ich nämlich aus allen Wolken. Ich persönlich kann es für mich nicht vereinbaren, dass beim Bau von Stadien mehrere tausend Menschen ihr Leben gelassen haben. Das ist Fakt, ja. Kann man nachlesen, nachprüfen. Ich weiß nicht, wie man da so tun kann, als wäre das nicht passiert. Ich weiß auch nicht, wie man da so tun kann, kommen wir gleich nochmal drauf zu, auf die Kommentare zu sagen, ja, das betrifft uns ja nicht, wir sind in Deutschland, wir haben selber eigene Probleme. Wow, ganz starke Meinung. Deswegen, ja, du hast ja genug Probleme, ne? Du musst ja dein Gas irgendwo herholen. Das kommt aber nicht aus Deutschland, das Öl kommt auch nicht aus Deutschland. Aber ist ja egal, wie das kommt in anderen Ländern. Daumen hoch. Ich könnte richtig explodieren, Leute. Also nochmal, ich versuche das ein bisschen sachlich zu halten. Ich persönlich, also erstmal, für mich ist Nationalmannschaft jetzt nicht so super wichtig, um das mal ein bisschen einzuordnen. Ja, ich bin jetzt keiner, der sagt, wow, die deutsche Nationalmannschaft spielt aber wieder ein Freundschaftsspiel da muss ich unbedingt gucken. Bin da jetzt nicht so, wie ich beim FC Bayern bin, obwohl da viele Bayern-Spieler spielen. Die Nationalmannschaft hat so ein bisschen den Reiz verloren für mich. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung, ja. Das hat auch viel damit zu tun, wie die Preispolitik beim DFB ist. Ich war früher bei ganz vielen Spielen der Nationalmannschaft in Stadien. Ich war im Fanclub der Nationalmannschaft hin und her. Also war voll dabei und ja, seit etlichen Jahren ist die Preispolitik einfach ein Witz. Ja. Guckt euch mal die Preise an beim Spiel von der Nationalmannschaft, dann am besten gegen Liechtenstein oder sowas. Da fallt ihr einfach vom Glauben ab. Das ist eine absolute Frechheit und ja, da muss man sich nicht wundern, wie es auch oft ist hier in unserem Land, dass einfach keine Stimmung in den Stadien ist. Ja, wie soll da auch Stimmung sein, wenn die Leute die Stimmung machen, sich die Eintrittskarten gar nicht mehr leisten können und einfach gar kein Interesse mehr an der Nationalmannschaft haben. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir das nicht leisten könnte. Ich sehe es einfach nicht ein, so viel für dann so ein Spiel wie gegen Liechtenstein oder sowas, so viel Geld zu bezahlen. Ja. Und ja, auch fußballerisch war in der Nationalmannschaft nichts, was mich irgendwie gereizt hat. Gut, jetzt ist der Hansi da, kann sein, ich habe seitdem auch nichts groß gesehen, kann sein, dass sich das jetzt alles ein bisschen geändert hat, dass da besserer Fußball gespielt wird, möchte ich gar nicht abstreiten. Und so eine Fußball-WM habe ich immer geguckt, super interessant, genau wie eine EM. Jetzt gar nicht unbedingt aus deutscher Sicht, weil da kennt man ja die meisten Spieler, weiß, wie die spielen, was sie können. Aber vielmehr so, sich einfach mal über den Tellerrand zu schauen. Gucken, wie gut sind andere Nationen, gerade vielleicht auch kleinere Nationen und sowas sieht man ja, bekommt man sonst ja auch nichts von mit.
Da ist so eine WM immer super interessant gewesen für mich persönlich. Jetzt habe ich immer reingesuchtet. Das wird es dieses Jahr nicht geben. Ich werde das komplett ignorieren, boykottieren. Ich werde da nicht ein Spiel gucken, mir nicht eine Zusammenfassung angucken oder sonst was. Klar, wenn da irgendwo mal eine Schlagzeile ist, dass sich irgendeine Nation mal äußert dazu oder mal Zeichen setzt, werde ich mir das mit Sicherheit im Clip angucken, aber das war es auch. Ja. Ich werde das nicht durch irgendeine Einschaltquote unterstützen. Und ganz ehrlich, jeder Fußballfan, der sich immer hinstellt und irgendwas von Kommerz erzählt und der einen Hop persönlich angeht, der erzählt, Wolfsburg ist ein Werksclub und alles nichts mit echter Liebe und echten Fußball und Tradition. Wer so ein Fan ist, der kann sich auch nicht hinsetzen und sich die WM in Katar angucken. Weil diese WM findet nur statt wegen Geld. Nichts anderem. Das ist einfach komplett geschmiert von A bis Z. Es ist jeder Verband geschmiert, deswegen die Verbände alle die Füße stillhalten, alle die Fresse stillhalten. Es ist ein absolutes Trauerspiel, das macht mich super traurig. Kommentare kommen gleich zu, aber wenn ich dann immer so auch so lese, ja, man kann ja nichts machen oder wir haben eigene Probleme, wir gucken das trotzdem. Ja, wie gesagt, das muss jeder für sich selber mit sich selber ausmachen, ja. Aber immer dieses Argument so, ja, ich gucke nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das ist für mich kein Argument. Ja, dann, okay, dann sag, du guckst das, was dich interessiert, dann ist ja alles gut. Mein Gott, musst du ja mit dir selber ausmachen. Wenn du damit leben kannst, dass da die Stadien, wo du dir den Fußball anguckst, dass da drunter, wenn du die Zahlen hochrechnen würdest, wahrscheinlich einige 100 Tote unter jedem Rasen liegen. Ist doch super. Ist doch geil. Erfreu dich doch dran. Dass Homosexuelle in diesem Land verhaftet werden und bis zu 5 Jahre ins Gefängnis kommen können, weil sie homosexuell sind. Ja, wenn du damit d'accord gehst, guck dir den Mist an. Dass du damit leben kannst, gerade weil das ja auch eine Frau in den Kommentar geschrieben hat, wenn du damit leben kannst, dass Frauen dort keine Rechte haben, dass Menschen dort wie Sklaven gehalten werden. Ja, schön. Wenn das für euch alles okay ist, guckt euch den Scheiß an. Ja, mein Gott, müsst ihr selber wissen. Ihr seid wahrscheinlich 3x7 und müsst das für euch entscheiden. Was mich so traurig macht, ist der DFB und auch alle anderen Nationalverbände. Ich glaube, Dänemark oder auch Norwegen hatte sich mal ein bisschen Protest geregt. Ich glaube, in Holland auch mal vor einem Jahr, wo überlegt wurde, ob man die Mannschaft dahin schickt. Beim DFB gibt es ja gar keine Diskussion, da hörst du gar nichts. Das interessiert gar nicht. Ist doch egal, was dafür Zustände sind. Wir gucken dann einfach nur die deutschen Spiele und den Rest boykottieren wir. Damit boykottieren wir die WM. Ja, super Aussagen. Glückwunsch. Finde ich sehr, sehr traurig. Wir sind der größte Fußballverband der Welt. Aber gut, machen wir uns nichts vor. Das ist auch mit ein Grund, warum für mich die Nationalmannschaft mittlerweile gestorben ist. Es ist alles geschmiert. Ja, da sitzen nur Leute, die von irgendwelchen anderen Leuten geschmiert werden. Und da ist keiner mehr, der frei eine Meinung sagt oder äußert. Die Skandale kommen regelmäßig raus und dann wird wieder ein anderer dahingesetzt. Das macht mich traurig. Was kann man dagegen machen? Ja, ich kann dagegen gar nichts machen. Also was ich machen kann, ist halt so eine WM zu boykottieren, damit die Fernsehsender einfach keine Einschaltquote bekommen. So, ich denke, ich stehe damit wahrscheinlich sehr alleine auf weiter Flur. Vielleicht gibt es noch ein, zwei, die ähnlich denken. Ich weiß es nicht, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kriege ich ein oder zwei hier ein bisschen zum Umdenken. Ja, dann habe ich wenigstens ein bisschen was erreicht. Ja, das ist, was ich machen kann und das tue ich. Ja. Und ich finde es traurig, dass halt der DFB da keine klare Stellung bezieht. Und nochmal trauriger finde ich ja, dass Spieler, die sich hinstellen während Corona und da auf dicke Hose machen und sagen, ja, hier sozial und wir sind so verpflichtet wie Kick Corona. Ich rede jetzt von Kimmich und Goretzka, die immer so super straight sind und so weiter. Da habe ich auch nirgendwo ein Statement gesehen, dass da irgendwer mal die Fresse aufmacht. Ja? Oder dass geschweige mal irgendjemand sagen würde, wisst ihr was, ich fahre nicht zu der WM in dieses Land. Weil, bam, bam, bam. Glaubt mir, wenn das 1, 2, 3 Spieler aus einem Nationalverband machen würden, wie Deutschland, Frankreich, England, sonst was, irgendwas Großes,
Da würden so viele nachziehen, ja, und dann hätte die WM, ja, dann wären da irgendwelche B-Kader aufgelaufen. Und was? Das wäre doch ein gutes Zeichen gewesen. Ja, das wäre doch ein gutes Zeichen gewesen für Menschenrechte. Ja. So. Macht keiner. Ich meine, das ist jetzt so Müsalla, wenn ich jetzt mal auf die Bayern-Spieler beschränke, sich nicht dahinstellt und die Fresse aufmacht, wenn es seine erste WM ist. Die WM ist für jeden Fußballer was Besonderes. Man hat vielleicht 2 Stück in seiner Karriere, wenn man viel Glück hat und eine richtige Kanone ist, vielleicht 3. Verstehe ich. Ja. Aber gerade so ein Neuer zum Beispiel, der ist Kapitän bei uns, er ist Weltmeister, er hat alles gewonnen, was zu gewinnen geht. Ja. Er läuft immer mit einer Regenbogen-Armbinde auf, was er in Katar auch nicht machen wird. I don't know, Leute. Da würde ich mir wünschen, dass wir einen bei uns in unserer Nationalmannschaft hätten, der Eier hat. Ja? Der sagen würde, ja, wisst ihr was, ich bin Kapitän dieser Nationalmannschaft, ich liebe diese Nationalmannschaft, ich liebe dieses Land, aber ich kann wegen den Umständen bei dieser WM nicht teilnehmen. Das wäre mal ein Zeichen gewesen, was geknallt hätte. Ich bin sehr gespannt, ob Nationen bei der WM Zeichen setzen werden. Ich denke, 1, 2 Nationen wird es geben. Oder auch 1, 2, 3, 4 vielleicht Spieler, die irgendwie ein Zeichen setzen mit irgendeinem Shirt unterm Trikot, was ja auch nicht erlaubt ist und so weiter. Aber ich denke, da wird irgendwas passieren. Ich erwarte aber auch nicht, dass das irgendwie von einer großen Fußballnation passiert, weil die werden alle so geschmiert. Die kriegen alle so viel Geld da in den Arsch geschossen. Auch die Spieler, ja. Ist klar, wenn es darum geht, du kannst dann nochmal eine extra Mille abgreifen. Ich weiß gar nicht, was es ist aktuell. 600.000 oder sowas, was sie pro Spieler da kassieren können. Ja, warum soll ich dann die Fresse aufmachen? Ist ja nochmal extra Cash, was ich neben meinen über 20 Millionen, die ich jedes Jahr kassiere, nochmal kriege. Das macht mich traurig. Aber das habe ich schon vor, ich weiß nicht, vor einem Jahr, 1,5 Jahren ist bei mir so langsam der Groschen gefallen, was jetzt unseren Verein betrifft, dass es da wirklich nur noch um Geld geht. Ja? Wenn man sieht auch, dass ein Thomas Müller da nochmal nachverhandeln muss, sein Vertrag, obwohl er, ja, machen wir uns nichts vor, in den letzten 2 Jahre geht und da nochmal mehr Geld haben will, weiß ich nicht. Das sind Spieler, die schon über 20 Millionen verdienen. Dann macht mich das alles sehr traurig und für mich ist es kein großes Problem zu sagen, ich boykottiere diese WM. Wie gesagt, es ist auch für mich schade. Jetzt gar nicht um die deutsche Nationalmannschaft, die interessiert mich nicht so stark. Mich hätten andere Nationen viel mehr interessiert. Das ist schon ein bisschen traurig, aber ja, das ist das Einzige, was ich tun kann. Ja, wo ich ein bisschen... Ich alleine ist nur so Mühe, müssen wir uns nichts vormachen. Müssen natürlich schon mehrere machen und ich weiß nicht, vielleicht gibt es da Bewegungen, sonst was. Wie gesagt, wenn man sich immer so hinstellt und da einen auf Apostel macht, so was den Fußball anbelangt, von wegen Kommerz und so weiter, dann sollte man gerade diese WM auf jeden Fall nicht aktiv unterstützen und sich da kein Spiel angucken, nicht irgendwo eine Einschaltquote generieren. Das ist das Einzige, womit man ein Zeichen setzen kann. Ja? Wenn die Profis schon kein Zeichen setzen, weil sie kein Rückgrat haben, wenn der Fußballverband kein Zeichen setzt, der hat sowieso kein Rückgrat, dann müssen wir uns nichts vormachen. Ja, dann sind wir Fans gefragt. Und wir Fans können nur ein Zeichen setzen, indem wir das einfach boykottieren und nicht angucken. Das ist das Einzige, was wir machen können, wenn die Spiele keine Einschaltquoten mehr haben. Ja, wovon ich persönlich nicht ausgehe, bin jetzt auch nicht so blauäugig, weil man sieht es auch hier in den Kommentaren. Ich meine, gut, das sind jetzt nur 2 Leute, aber bin mal gespannt, was hier für Kommentare unter diesem Video kommen. Und bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ihr könnt mich auch gerne versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen. Wenn ihr irgendwelche guten Argumente habt, warum da mehrere tausend Leute sterben mussten für die Stadien, warum es gut ist, dass Schwule 5 Jahre ins Gefängnis gehen können in diesem Land, oder auch lesbische Frauen, dass Frauen dort teilweise behandelt werden wie Vieh, gerade ausländische Frauen, die dort irgendwie als Kindermädchen oder sonst irgendwas arbeiten, ja, dann lasst es mich wissen, welche Argumente es dafür gibt. Welche Argumente es dafür gibt, eine WM in so einem Land zu unterstützen. Warum ist die WM überhaupt in diesem Land? Ich denke, da sind wir uns alle einig, weil eine Menge Geld geflossen ist. Ja. Wo ist der Sinn, eine WM in einem Land stattfinden zu lassen, was mit Fußball null am Hut hat? Ja. Klar, es ist okay, wenn man
irgendwo versucht, Aufbauhilfe zu leisten. Aber machen wir uns doch nichts vor, die Stadien, die da gebaut wurden, auf dem Blut von Arbeitern, nach der WM, nach 2 Jahren verfallen die. Da interessiert Fußball doch keine Sau. Ja? Selbst in Brasilien, wo Stadien extra für die WM gebaut wurden, werden teilweise Stadien nicht genutzt. Und das ist in ganz vielen anderen Ländern so. Meint ihr, da ist das anders? Also, nee, natürlich nicht. In meinen Augen ist es eine absolute Farce, sich dahin zu setzen, gerade als wir privilegierte Deutsche, ja, aber da gehen wir jetzt auch gleich in die Kommentare rein, weil ich das genau andersrum sehe. Gut, meine Meinung dazu ist klar, ich boykottiere diese WM komplett, ich will das komplett ignorieren, News, Videos, Clips, Spiele, sonst irgendwas. Es ist mir völlig egal. Das ist das, was ich machen kann. Ich hoffe, es werden einzelne Spieler oder vielleicht sogar nochmal ein Nationalverband dort drüben Zeichen setzen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber ich wage es zu bezweifeln, dass es irgendwer tun wird, der mal einen hohen Stellenwert hat. Und das macht mich einfach nur traurig. Und mich macht es besonders traurig, dass 0 so kurz vor der WM, da stimme ich hier auch den Kommentar zu, dass 0 irgendwo in der Presse steht oder sonst wo. Warum ist das denn 0? Überlegt mal, warum das so ist. Vielleicht hat das einen finanziellen Hintergrund. Wer weiß. Naja gut, gehen wir mal rein in die Kommentare. Wie ich schon am Anfang des Videos sagte, in meinen Augen sind diese super dumm. Ja, fangen wir mal an. Eben da, warum ist denn beim FC Bayern alles so top? Die Gelder brauchen wir. Das ist nun mal so. Der Ott ist für mich übelste Sorte. Will er toten Fußball sehen oder will er politisieren? Es ist eine WM und es werden Tausende sehen. Also, erstmal, das für ganz kurz nochmal mit einzuwerfen, unser Qatar Airways, super Sponsoring, was wir beim FC Bayern haben, ist für mich auch eine Farce. Ja? Das ist auch scheinheilig, hoch 10. Und das Argument unseres Vereins ist, dass man sagt, ja, aber wir sind ja da, um da was zu ändern, um da Dinge anzustoßen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre haben wir das jetzt? 5, 6, ich weiß es nicht. In der Zeit hat sich gar nichts geändert. Als ob, wenn wir da einmal im Winter hinfahren zum Wintertrainingslager, machen da unser Trainingslager, als ob sich da der Karl-Heinz Rummenigge, der Uli Hoeneß oder jetzt der Oli Kahn und der Brazzo sich da mit Scheich, was weiß ich, wen treffen, da hinsetzen und sagen, ja hör mal, aber hier mit den Homosexuellen, das läuft ja echt scheiße in deinem Land, wa? Das müsst ihr aber mal ändern. Und dass hier Frauen wie Hunde gehalten werden, ist aber auch nicht so schön, ne? Wollt ihr mir sagen, das passiert oder was? Da passiert gar nichts. Das ist so eine Heuchelei von unserem Verein. Das macht mich wütend. Ja? Und mich machen so Kommentare wütend, die den Ott da als schlechten Menschen hinstellen. Junge, das ist der einzige Mensch, der die Eier hatte und da hingegangen ist und was dagegen getan hat. Wie kann man den Menschen dann verfluchen? Er hat absolut recht damit. Das ist eine Farce, dass wir so ein Sponsoring haben. Unser Motto ist Mir Samir. Ja? Was auch kreiert ist, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Genauso wie bei Borussia Dortmund, wahre Liebe und der ganze Scheiß. Ja? Müsst euch nicht vor Augen halten, dass das irgendwo noch irgendeinen Wert hat. Ja? Erst recht nicht für irgendeinen Spieler oder sonst was. Und erst recht nicht für den Verein. Weil das sieht man, sonst hätten wir kein Katar-Sponsoring auf unseren verfickten Trikots. Ja, das hätten wir dann nicht. Wenn wir doch so ein Mir Samir leben würden und so ein toller Verein sind und Familie so wichtig ist, logisch, wir als FC Bayern leisten viel soziale Arbeit. Wir spenden auch viel. Super gut. Wirklich super gut. Da können sich andere ein Beispiel dran nehmen. Aber dann kann ich nicht mit so einem scheiß Katar-Sponsoring auflaufen und das dann immer noch schönreden. Na gut, Brazzo und Olli haben damit nichts am Hut. Gar keine Frage. Das wurde vor deren Zeit beschlossen. Nächstes Jahr geht es darum, ob es verlängert wird oder nicht. Und ich hoffe inständig, dass es nicht verlängert wird. Ja? Und die andere Sache, also ich bin ein absoluter Uli Hoeneß-Fan. Ich stand zum Uli, wo er im Knast ging wegen Steuerhinterziehung. Es wäre nochmal ein ganz anderes Thema, können wir ein extra Video zu machen. Ich fand das gut, dass er dazu stand, dass er das akzeptiert hat, dass er seinen Fehler eingesehen hat seine Strafe verbüßt. Alles gut. Ja? Ich war auch immer Freund von Kommando-Attacke, von wahren Worten. Ich bin ein Mensch, der auch immer das denkt, was er immer das sagt, was er denkt und auch zu den Sachen steht.
Aber was der Uli die letzten Tage von sich gegeben hat, ist leider nur erbärmlich und absoluter Bullshit. Ja? Absoluter Bullshit. Muss man einfach mal so klar sagen. Den Ort da anzugehen mit irgendwelchen dummen Sprüchen auf der Jahreshauptversammlung ist ein Witz. Sich dahinzustellen und zu argumentieren, ja, wir sind aber ein Fußballverein und kein gemeinnütziger Sozialverein. Wir brauchen das Geld und deswegen haben wir das Sponsoring und ja, wir tun ja dafür, dass alles gut wird in dem Land. Ach, ihr macht einen Scheißdreck, Alter. Ihr habt das scheiß Sponsoring, weil, ich weiß jetzt keine Zahlen, ich greife jetzt mal aus der Luft, ihr 30 Millionen im Jahr kassiert. Oder lasst es 40, 50 sein, ist scheißegal. Deswegen ist dieses verfickte Sponsoring auf dem Trikot drauf, ja. Und das Sponsoring, wie gesagt, mich würde gerne mal eine Umfrage unter Fans interessieren, ja, jeder, der ein bisschen Selbstachtung hat, ein bisschen nachdenkt, ein bisschen sich mit dieser ganzen Geschichte mal auseinandersetzt, weiß doch, dass das Rotze ist. Ja. Jeder normal denkende Mensch weiß, dass das Rotze ist. Und ich bin schon ein Mensch, der wirklich ein absoluter Egoist ist in seinem Leben. Ja. Ich habe so meinen kleinen Kreis, für die Leute bin ich super da, für die will ich mir mein letztes Hemd geben. So, aber ansonsten geht mir so die große, weite Bevölkerung geht mir am Arsch vorbei. Sag ich euch ganz ehrlich. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo in der Bahn sitze und da wird irgendwie eine Frau attackiert oder wird irgendjemand von 3 anderen Leuten verkloppt oder sowas, dann stehe ich auf und gehe dazwischen. Ja? So, das ist einfach Ungerechtheit. Und man kann nicht so ein Sponsoring, so ein Land unterstützen. Doch erst recht nicht, wenn man sich da hinstellt mit dem Motto Mir san mir, Alter. Mir san mir bedeutet auch, dass ich als Mitglied in diesem Verein zu diesem Sponsoring stehe. Ja? Und ganz ehrlich, wenn das Ding verlängert wird, trete ich aus dem Verein aus. Sage ich euch, wie es ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich da jetzt Mitglied bin. Ich bin schon ziemlich weit vorne von der Mitgliedsnummer. Aber das ist dann ein Unding. Ja? Das ist für mich einfach ein Unding. Und da bin ich ganz bei Herrn Ott. Ja? Und auch allen anderen, die das befürworten. Und wenn man das einfach nicht verstehen will, ja, dass das einfach Rotze ist, so ein Placement zu haben, dann ist das traurig. Und damit kommen wir jetzt auf die Kommentare zurück. Nur nochmal zur Erklärung für die Leute, die meine Meinung so nicht kennen zu dem Thema. Ja? Also nochmal. Eben warum ist denn beim FC Bayern alles so top? Gelder brauchen wir. Ganz ehrlich, das ist kompletter Blödsinn, was du erzählst. Keine Ahnung. Gehen wir jetzt mal übertrieben aus, wir kriegen 30 Millionen. Ich weiß nicht, was wir kriegen. Gehen wir mal davon aus, wir kriegen 30 Millionen Cash dafür, dass wir hier das kleine Logo auf dem Ärmel haben, dafür, dass wir jeden Winter nach Katar fahren. Gut, das wird uns wahrscheinlich kein anderer Sponsor zahlen. Machen wir uns nichts vor. Ja? Das ist einfach, weil die scheiß Geld haben, wie wir Heu haben. Gut, sagen wir mal, woanders stapeln wir mal richtig tief 5 Millionen. Würde heißen, uns fehlen 25 Millionen im Jahr. Wen interessiert? Wen interessiert? Ganz ehrlich, wen interessiert? Keine Sau bei uns. Bei dem Umsatz, den wir haben insgesamt, interessieren doch 25 Millionen nicht. Da muss man die an anderer Stelle reinholen, durch Fanartikel, durch sonst was. Ich meine, da sind wir ja eh dabei. Wir hauen ja schon 5 Trikots pro Jahr raus. Nein, völlig schwachsinnig die Aussage. Ich denke auch gerade, wenn wir unsere Gehälterstruktur angucken, wäre es auch kein Problem, da insgesamt mal 20 Millionen einzusparen. Und ja, wenn dann ein Thomas Müller mit 34 dahin kommt und man ihm sagt, weißt du was, Thomas, wir können dir nur 19 Millionen zahlen, anstatt deine 22, 23, die du forderst, und er dann sagt, nee, das mache ich aber nicht, dann ganz ehrlich, verpiss dich, Thomas. Und verpiss dich, Manuel Neuer. Ja, der war genauso gierig bei den Verhandlungen. Ich denke, für 19 Millionen im Jahr kriegt man auch einen anderen Torwart, der gleich ist. Ja, der ist jetzt vielleicht nicht gleich gut, direkt von Anfang an, aber bekommt man auch einen anderen offensiven Spieler wie ein Thomas Müller. Wenn man jemanden 19 Millionen im Jahr zahlt, kriegt man schon Qualität. Ja, also das Argument ist für mich völlig sinnfrei, ja, und ist weit tief gestapelt. Ich meine, wir sind der FC Bayern. Wir haben mit Sicherheit andere Kanäle, um Sponsoreneinnahmen zu generieren, als irgendeinen Scheich in den Arsch kriechen zu müssen und ein Placement zu haben, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Also ganz ehrlich, man schadet da mehr sein Image mit, als wie, dass man das aufpoliert oder dass man sagt,
Ja, aber wie kann man sich dann hinstellen als Fan? Das verstehe ich nicht. Wie kann man sich dann da hinstellen als Fan und sagen, ja, aber es ist ja alles nur so top bei uns, weil wir dieses Placement haben und dadurch 30 Millionen mehr in der Kasse haben. Alter, dann verstehst du das ganze Thema Fußball, glaube ich, nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Nächster Kommentar. Dieser Ort, der jedes Mal die Bayern kritisiert. Man musste ihn mal fragen, ob er ein Auto hat und ob er Benzin oder Diesel tankt. Denn wenn es so ist, dann unterstützt er auch ein Land, das die Menschenrechte nicht respektiert. Aber da findet er es normal und hinterfragt sich nicht, ob er im Recht oder im Unrecht ist. Alter. Junge. Wenn ich es könnte, würde jetzt gerade meine Schädeldecke abspringen und es würde Rauchwolken rausquillen. Ganz ehrlich. Auch das ist ein mega dummer Kommentar. Sorry. Ich weiß, ihr schreibt gerne hier, ihr schreibt oft bei mir Kommentare. Das soll auch gar nicht gegen euch sein, aber diese Aussagen sind einfach Bullshit und komplett dumm. Wie kann ich denn sowas raushauen? Ganz ehrlich, bekommt der Herr Ott oder jeder andere, bekomme ich Geld von Katar dafür, dass ich zur Tankstelle fahre, um mein Auto mit deren Benzin tanke? Nee, ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Nein, man geht zur Tankstelle, um sein scheiß Auto aufzutanken, um zu seinem scheiß Job zu fahren, um seiner Familie was zu essen auf den Tisch stellen zu können. Deswegen geht man dahin und tankt. Ja? Und man hat nicht den Einfluss darauf, ob das Benzin oder das Öl, womit das Benzin hergestellt wurde, aus Katar, aus Russland, aus Timbuktu oder vom Nordpol kommt, Alter. Was ist denn los? Was ist das denn für eine dumme Aussage? Was ist das für eine dumme Aussage? Denkt doch mal vorher drüber nach, was ihr schreibt. Wie kann man denn sowas vergleichen? Wie kann man denn einen Fußballverein, der 30 Millionen oder mehr im Jahr dafür bekommt, dass er Werbung macht für Katar und dass er Katar in einem guten Licht stehen lässt, obwohl er weiß, dass da Menschen sterben, Frauen, will ich gar nicht weiterreden. Wie kann man das damit vergleichen, dass jemand tanken fährt zur Tankstelle, um zu seiner Arbeit zu kommen? Und deswegen, weil er da tanken geht, um zur Arbeit zu fahren, darf er nicht kritisch gegenüber dem Placement sein bei seinem Verein, den er vom Herzen liebt? Was? Alter. Junge, ist das eine dumme Aussage? Wie kann man das denn vergleichen? Wie kommt man auf so eine Ideen? Wusa, weiter geht. Das hat doch nichts mit Seele verkaufen. Also ich habe dann darauf geschrieben, wie es ja gerade auch sagte, dass unser Verein seine Seele verkauft, wenn er für Katar ein Sponsoring macht. Das hat doch nichts mit Seele verkaufen zu tun. Vor der WM hat sich kein Schwein dafür interessiert. Jetzt spielen alle den Moralapostel. Die Welt ist nun mal nicht nur schwarz und weiß. Ich werde die Spiele mit deutscher Beteiligung schauen, wie 1000 andere. Es geht um Sport, aber man gewinnt den Eindruck, das Politische steht im Vordergrund. Deswegen kann man die Menschenrechte in Katar kritisch sehen. Wir können aber nicht die Welt retten, haben in Deutschland genug zu tun. Gut, fangen wir mal an. Also, ich finde schon, dass das was mit Seele verkaufen zu tun hat, weil man ist nicht darauf angewiesen. Wie gesagt, ob wir jetzt 20 Millionen mehr im Jahr haben oder nicht, ist Pupe. Ja, wir könnten das auch durch andere Sponsoren-Deals anders rausholen. Keine Frage. Ja. Vor der WM hat sich kein Schwein dafür interessiert, jetzt spielen alle den Moralapostel. Das ist kompletter Schwachsinn, was du sagst. Das ist genau umgekehrt. Wenn du dir mal gerne die Berichterstattung anguckst oder allein nur auf YouTube mal die Videos durchguckst, wirst du sehen, dass es aktuell ganz, ganz wenige Videos oder auch so Social-Media-Beiträge gibt, wo mal gesagt wird, oder mal darauf hingewiesen wird, wie scheiße denn diese Umstände da sind. Das interessiert aktuell einfach keinen mehr. Es war eher so vor 8, 9, 10, 11, 12 Monaten so, dass da mal ein bisschen Welle war. Das ist mein Eindruck, den ich habe. Kann aber auch sein, dass ich jetzt da nicht ganz auf dem Laufenden bin. Möchte ich gar nicht dahin stellen, als wenn das nicht so wäre. Ich spiele hier nicht den Moralapostel. Ja, das ist einfach meine Überzeugung. Und das sind meine Moralvorstellungen. Das hat nichts mit Moralapostel zu tun. Ja?
Das ist meine Meinung, und dazu stehe ich. Dazu stehe ich, seitdem die Auslosung da war und seitdem die WM nach Katar ging. Das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt eine Modeerscheinung ist. Es mag so sein, dass manche das jetzt so sehen. Das ist mir aber auch persönlich wirklich wurscht. Ja? Ich muss das für mich persönlich mit meinem Gewissen vereinbaren und wie ich gesagt habe, ich mache das Video hier, weil ich kann da nicht einen halben Roman in diese Kommentare schreiben. Und vielleicht guckt sich der eine oder andere das Video an und denkt da mal ein bisschen drüber nach und entscheidet sich, diese Scheiße halt auch einfach mal zu ignorieren. Ja, auch wenn es vielleicht schwer fällt. Das ist alles. Die Welt ist nun mal nicht nur schwarz und weiß. Ja, das ist vollkommen richtig. Es ist nie was nur schwarz und weiß, sondern es gibt immer Grautöne dazwischen. Das verstehe ich nicht, diese Aussage. Gerade weil sie das nicht ist, kann man sich jetzt nicht dahinstellen und sagen, es ist nicht so. Es ist ja nun mal so. Verstehst du? Also die Umstände sind ja in dem Land so. Es ist ja nicht so, dass diese Umstände nicht da sind. Ja? Es ist dort Gesetz, dass lesbische oder homosexuelle Menschen 5 Jahre ins Gefängnis gehen können. Weil sie homosexuell sind. Ja, wegen nichts anderem. Nicht, weil sie jemanden umbringen oder weil sie sonst irgendeine Straftat machen. Nein, weil sie homosexuell sind. Das ist ein Fakt. Und es ist auch ein Fakt, dass tausende Arbeiter auf den Baustellen für die Stadien gestorben sind. Das ist auch ein Fakt. Also das ist dann schwarz und weiß und nicht grau, weil das sind Fakten. Ja. Ich werde die Spiele mit deutscher Beteiligung schauen wie 1000 andere. Ja, nochmal, das musst du doch für dich wissen. Ja. Wenn du das machst, ja, wenn du damit leben kannst, ja, schön. Ich finde das persönlich scheiße. Das sage ich hier auch offen. Aber ja, muss jeder für sich selber ausmachen. Es geht um Sport, aber man gewinnt den Eindruck, das Politische steht im Vordergrund. Ja, ganz genau, das Politische hat da auch im Vordergrund zu stehen. Man kann sich nicht immer hinstellen und sagen, ja, Sport und Politik muss man trennen. Das ist völliger Schwachsinn. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Das ist völliger Schwachsinn. Warum ist Sport und Politik gerade im Fußball so getrennt? Ja, weil es alles verboten ist von der UEFA, von der FIFA. Du darfst ja noch nicht mal sein T-Shirt hochziehen mit "Ich preise Gott" oder sonst was. Glaube, Politik, alles was irgendwie Reibereien ist verboten. Warum ist das alles verboten? Weil jeder Fußballer, der ein bisschen bei Verstand wäre, würde gegen Katar protestieren und genau deswegen ist sowas verboten. Weil dann würde die FIFA und die UEFA und die ganzen Nationalverbände nicht die Kohle bekommen, die sie bekommen. Ja? Das ist alles. Ja, na klar, es ist Fußball, aber man kann doch nicht ignorieren, nur weil es Fußball ist, nur weil es Sport ist, unter welchen Umständen dieser Sport da stattfindet. Das kann man doch nicht ignorieren. Ja? Das Argument verstehe ich gar nicht. Also, I don't know. Und das jetzt als Politik zu sehen, dass da Menschen sterben und dass da Gesetze herrschen, die Menschen unwürdig sind, passt für mich auch nicht wirklich, sag ich dir auch ganz ehrlich. Ja, ist meine Meinung, wenn du das so siehst, wie du das da siehst, du siehst es ja so, wie du es da schreibst, ja, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann tust du mir leid und solltest du vielleicht dich mal mit der Thematik mal auseinandersetzen. Ja? Ich denke, wenn in unserem Land solche Zustände wären und die Welt dann zu Gast kommt in dieses Land, dann würdest du dir vielleicht auch wünschen, dass die Welt, die zu dir kommt, mal auf die Missstände hinweist und sich dadurch dann vielleicht irgendwas ändert. Aber genau das wird nicht getan. Es wird einfach totgeschwiegen. Und es ist super traurig, dass dann du, als der super privilegierte Mensch, der dann dahin kommt in so ein Land, sich dann dahin stellt und sagt, wir können aber nicht die Welt retten, haben in Deutschland genug zu tun. Alter. Alter, Belly, nochmal, ich bin ein wirklich sehr egoistischer Mensch. Aber diese Aussage, Alter, die ist so Banane im Kopf. Also, nein. Erstmal geht es nicht darum, dass du die Welt retten sollst. Wenn wir in Deutschland genug zu tun haben, was tust du denn? Schreib mir doch mal gerne mal in die Kommentare, was du tust. In Deutschland. Für, ich weiß nicht für was, wo wir genug zu tun haben.
Das ist eine vage Aussage. Kannst du gerne ausführen. Ähm, ist es so schwer zu sagen, ich ignoriere diese WM? Kriegt dir ein Zacken aus der Krone? Wenn man mal sagt, ich verzichte mal auf etwas Unterhaltung in meinem Leben, um vielleicht mit ganz vielen anderen, die das dann auch tun würden, ein Zeichen zu setzen, dass diese Umstände, die dort herrschen in diesem Land, einfach katastrophal schlecht sind für Menschen. Wir reden von Menschen. Ja? Ein Mensch wie du. Gerade du noch als Frau, die das schreibt. In diesem Land. Geh doch mal dahin für ein Jahr als Gastarbeiterin zu einer katarischen Familie. Mach das doch mal. Und dann kannst du noch mal so eine Aussage hier schreiben. Schwierig, ganz, ganz schwierig in meinen Augen. Weiß ich nicht. Fühle ich persönlich nicht. Gut. Einen habe ich noch. Warte. So. Was Katar angeht, bin ich bei dir. Aber auf der anderen Seite bin ich aber nicht ein Scheinheiliger wie Rettich oder der Ott. Der Ott fährt auch Auto wie du und ich. Und wenn wir tanken, unterstützen wir automatisch ein Land, das die Menschenrechte beleidigt. Denn 99% vom Öl kommt von so einem Land. Also müssen wir auch die Tankstellen boykottieren. Wer macht das? Alter, ich habe das gerade schon mal versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Erstmal, du bekommst kein Geld dafür, dass du Werbung für ein Land machst, was keine oder was schlechte Menschenrechte hat. Ja? Wenn jetzt Katar zu dir kommt und sagt, hier, das ist unsere Tankstelle, da hast du Öl, fährst du hin, tankst du und machst du Werbung. Dann wäre das vielleicht vergleichbar. Aber doch nicht so eine dumme Aussage. Wie kann man so eine dumme Aussage treffen? Du kannst das doch nicht vergleichen. Aber das habe ich gerade schon gesagt. Ich würde mich nur wiederholen. Lassen wir das also. Also müssen wir auch die Tankstellen boykottieren. Wer macht das? Ja, völliger Dummfick, der weiter darauf einzugehen, Alter. Und was Hoeneß angeht, da hat er völlig recht. Im TV hat er den Rettich als Scheinheiliger angegriffen. Was ja die Wahrheit ist. Denn gestern hat dieser Rettich in einer Sendung zugegeben, dass er sich die Spiele von der deutschen Mannschaft ansehen wird, aber nicht den Rest. Das will heißen, er boykottiert alle anderen Länder, weil sie in Katar spielen, aber nicht Deutschland. Wie nennst du sowas? Dann hat Uli doch recht, wenn er so jemanden als Scheinheiliger nennt. Ja, da bin ich bei dir, wenn das so ist. Ich weiß ja nicht, ich habe keine Ahnung, was der Rettich erzählt hat. Wenn er erzählt hat, er boykottiert die WM und sagt dann einen Tag später, er guckt die deutschen Spiele, ja, bin ich bei dir. Das ist halt dummfig. Ja, das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Da bin ich bei dir. Diese Aussagen, aber der Rettich interessiert mich auch null. Ja, das interessiert mich gar nicht. Mich interessieren auch nicht die Aussagen vom Hoeneß zum Rettich. Mich interessieren die Aussagen vom Hoeneß zum Ott und vom Hoeneß zum Sponsoring bei unserem Verein. Und diese Aussagen waren einfach völlig dumm und völlig idiotisch. Wirklich völlig idiotisch. Ich meine, ist klar, dass der Hoeneß das verteidigt. Er war der Drahtzieher, der das damals da eingestiehlt hat. Alles gut. Ja, muss ich persönlich nicht gut finden. Ich finde es erbärmlich. Ist auch das erste Mal, dass ich sowas über eine Hoeneß-Aussage sage. Ich finde es erbärmlich, dass man da sich so verkauft. Ja, und das mit einem Argument darstellt wie, ja, das ist Geld und wir sind ein Fußballverein und sind nicht MST International, sind nicht da für Menschenrechte. Dann streicht das Mir Samir, Alter. Dann reißt dieses Mir Samir-Gesticke aus jedem Trikot raus. Macht mich super wütend, solche Aussagen, ja. Und weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat. Auch da, das ist ungefähr so wie die anderen Aussagen hier, wie, ja, wir haben ja genug Probleme in unserem Land, was interessieren uns die anderen Länder. Ja, ich meine, man sieht es gerade in der Ukraine, was interessiert uns die Ukraine, oder? Was interessiert uns das? Interessiert uns Russland. Lass die Russen doch die Ukraine einnehmen, ist doch scheißegal. Und sich dann wundern, wenn sie 2 Monate später an den deutschen Grenzen stehen. Also, Leute, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo manche Leute leben, vom Kopf her. Wie gesagt, ich bin absolut ein egoistischer Mensch. Ich lebe in so meiner kleinen Bubble. Für die Leute würde ich alles tun. Ansonsten sind mir so die anderen Leute recht egal, aber wenn es so um Ungerechtigkeiten geht, dann habe ich da eine klare Meinung zu und dann versuche ich da auch irgendwie einzuschreiten.
Klar kann man als einzelne Person relativ wenig machen. Ja, da bin ich ganz bei euch. Ähm, so Aussagen wie, warum boykottiert man dann keine Tankstelle? Alter, dass man da das überhaupt erwähnen muss. Das Einzige, was ich machen kann, ist halt zu sagen, ich boykottiere die WM und gucke das nicht und bin da mit mir fein und gut ist. Ja, das andere, was ich machen kann, ist zu sagen, ja, ich trete als Mitglied aus dem Verein aus, wenn das Sponsoring verlängert wird, dann bin ich damit auch fein. Und dann wird mir mein eigener Verein nochmal ein bisschen unsympathischer. Ja, dann bin ich damit fein. Das muss jeder Mensch für sich selber ausmachen. Ja. Wenn ihr das so macht, wie ihr schreibt, so ja, ich gucke nur die deutschen Spiele. Ja, wenn das für dich fein ist, mach das. Verstehe ich den Sinn hinter nicht, weil dann kannst du auch alle anderen Spiele angucken, wenn dich das interessiert. Das ändert dann leider gar nichts. Das Einzige, was halt wirklich was ändern würde, wäre, wenn die Einschaltquoten für deutsche Spiele in unserem Land unterirdisch schlecht wären. Dann würden die Leute kapieren, ja, man kann den Zuschauern oder man kann einfach nicht alles akzeptieren, wie es ist, ohne dass sich jemand wehrt. Ja. Sehr wahrscheinlich wird das nicht passieren, das ist mir auch bewusst, aber ich wollte das Thema auch gar nicht jetzt nochmal so groß rausballern, aber ganz ehrlich, diese Kommentare, die triggern mich so hart, dass ich das einfach jetzt hier loswerden musste nochmal. Das habe ich damit getan. Dafür ist das für mich fein. Ja, ich habe meine Entscheidung getroffen und ich kann damit gut umgehen. Wenn ihr euch die WM reinzieht, ja, dann ist das so. Ja. Mein Gott, das muss ja jeder für sich wissen. Mir ist das völlig Wurst. Ja. Mir ist das völlig Wurst, was ihr macht. Ja, ihr seid alle selber alt genug, könnt euch mit dem Thema auseinandersetzen oder könnt euch mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Aber ich denke, jeder, der sich mit diesem Thema mal ein bisschen auseinandersetzt, der wird selber zu dem Schluss kommen, dass man da vielleicht mal versuchen sollte, etwas zu ändern. Und nicht so engstirnig, so durch die Welt laufen sollte und nur gucken sollte, ja, wir haben aber in unserem Land genug Probleme, was interessieren mich dann noch andere Länder? Ja, das sind Menschen, die da gestorben sind. Menschen. Ja? Da sind Menschen gestorben, um dieses Stadion zu bauen. Gestorben. Vielleicht sollte dich das als Mensch, der du ja auch bist, interessieren. Vielleicht. Im äußersten Winkel. I don't know. Leute, das war's. Ich habe fertig. Kommentare sind hier aktiv. Alles gut, ihr könnt rausballern, was ihr wollt. Ich werde auf die Kommentare sehr wahrscheinlich nicht antworten. Werde ich danach vielleicht nochmal ein Video machen, je nachdem, was ihr da reinballert. Weil ich habe keinen Bock, da irgendwelche Romane zu schreiben. Ja. Ich bin dabei, dass es zu wenig Aufmerksamkeit gibt. Ja. Ich bin auch dabei, dass es wahrscheinlich Menschen gibt, die das irgendwie ausnutzen, sich als Moralapostel dahinstellen oder sonst was. Kann alles möglich sein, aber selbst wenn sich jemand dahinstellt jetzt als Moralapostel und dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit generiert wird und dadurch nur ein Mensch seine Meinung ändert vielleicht, ja, dann scheiß doch auf den einen Moralapostel. Soll er sich doch gönnen. Ja? Wen interessiert es am Ende des Tages? Das sind meine 2 Cents zur WM in Katar und auch zu unserem Sponsoring. Und mich persönlich macht es traurig, gerade als heißblütigen Fußballfan, als heißblütigen FC Bayern-Fan, macht es mich sehr traurig, dass diese Umstände da sind und dass diese Umstände leider komplett ignoriert werden und am Ende des Tages keinen interessieren. Wir haben es hier in den Kommentaren gesehen, den Großteil der Fans interessiert es nicht. Es interessiert keinen Fußballverband, es interessiert keinen Weltverband, es interessiert keinen Spieler, keiner macht dazu die Fresse auf. Es interessiert die Presse nicht, es interessiert kein Reporter. Wäre es denn nicht mal schön, wenn mal ein Manuel Neuer, ich gehe jetzt nochmal auf Bayern-Spieler, weil es das ist, wovon ich hier rede, ja, oder ein Kimmich oder ein Goretzka, die sich immer als große Persönlichkeiten dahinstellen, oder auch ein Müller. Wäre es nicht mehr schön, wenn ein Reporter denen mal die Frage stellen würde, warum fahren sie eigentlich zur WM, wenn dort die und die Umstände sind und so viele Menschen dort gestorben sind? Das würde ich mir mal wünschen. Da würde ich gerne mal eine Antwort hören. Und
Die Antwort stelle ich gerne auch an euch. Warum schaut ihr die WM, wenn dort diese Umstände sind? Und wenn da pro Stadion wahrscheinlich mehrere hundert Leute, stellt euch einfach vor, die liegen unter dem Rasen in Gräbern. Warum schaut ihr dann diese WM? Und ich denke nicht, dass es ein Argument ist zu sagen, ja, es ist Sport und keine Politik. Und es ist nicht alles nur schwarz und nicht weiß. Vollkommen richtig. Aber dann schreibt mir doch eure Argumente, warum schaut ihr diese WM? Warum? Ihr unterstützt damit das Land. Ihr unterstützt diese WM. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, warum ihr das tut. Würde mich interessieren. Wie gesagt, ich werde da dann nochmal drauf eingehen, wenn ich in ein extra Video dann vielleicht mal im nächsten Bayern-Talk, gar kein Problem. Ich weiß, ja, ich habe euch da dumm genannt, weil die Aussagen einfach dumm sind. Ich rede da von den Aussagen, ich kann euch als Menschen nicht beurteilen. Also ich weiß nicht, ob ihr dumm seid. Diese Aussagen, die ihr hier in die Kommentare geschrieben habt, sind für mich persönlich, ich empfinde das so dumm. Und deswegen äußere ich das so, ja. Das nur zur Erklärung, damit bin ich durch. Leute, rot-weiße, eher traurige Grüße gehen raus an euch und ja. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst euch aus. Ich bin für Kritik offen, ich bin für Argumente offen. Vielleicht belehrt ihr mich ja eines Besseren, ich bin sehr gespannt.